Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, wir können dich inspirieren und laden dich dazu ein, dir Gedanken dazu zu machen. Psalmen sind Lieder fürs Leben. In Zeiten der Dankbarkeit, in Zeiten der Trauer, im Frust, aber auch in der Freude und im Staunen. Vielleicht, wenn ihr mal gewandert sind, ist ja auch schon so eine Psalmtafel begegnet, habt ihr das schon gesehen? Wenn man so unterwegs ist, gerade in den Bergen, und offenbar geht es anderen Menschen auch so wie mir, dass dann, wenn man so ein bisschen in der Höhe ist und über die Welt so hineinschauen kann, dass man sich Gott irgendwie ein bisschen näher fühlt. Oder nicht? Für mich ist es manchmal so ein Moment, wo ich merke, dass auch wie mein Leben so vor mir liegt dann. Und so wie die kleinen Autos und Häuschen dann dort stehen, wirken dann manchmal auch die Sorgen und Probleme von meinem Alltag aus dieser Perspektive ein bisschen anders. Und in mir wächst so eine Dankbarkeit und ein Staunen. Ein Staunen über die Grösse von Gott, wenn ich die imposanten Kulissen dann anschaue. Oder die Schattierungen von Grün, die man doch dann sieht. Die Felder und die Wälder und die Wiesen. Eine Dankbarkeit, aber auch das Vertrauen auf die Grösse von Gott, wo mich und mein Leben hinein sieht, inmitten von diesen Umständen hinein. So geht es mir manchmal so, wie es auch in dem Psalm auf dieser Psalmtafel steht. Die Werke des Herrn sind groß, zum Staunen für alle, die ihre Freude daran haben. Wow. Die Psalmenserie ist ein Moment, wo wir gemeinsam eintauchen in das Gebetsbuch der Bibel. Und wir machen das wirklich auf so eine grosse Übersicht, wo wir über Psalmen allgemein schauen, bis runter ins Einzelne hinein, in einzelnen Psalmen, ja heute sogar ins einzelne Wort hinein. In dieser Serie haben wir gehört, dass Psalmen als Gebets- und Liederbuch zusammengestellt worden sind, kunstvoll gestaltet. 150 Psalmen kommen da zusammen und sie sind unterteilt in 5 Bücher, sagt man. Die 5 Bücher werden eingeleitet durch Psalm 1 und 2, das Doppeltor, das als Einleitung dient. Und dann hat es wie 5 so Abschnitte und die enden immer mit so einer Doxologie, sagt man Gotteslob, also ein Lobpreis von Gott. Und dann heißt es immer Amen, Amen. Und dann kommt wie ein neues Buch. Und am Schluss von dieser Psalmensammlung, von diesen 150 Liedern, machen dann die Halleluja-Psalmen, die letzten 5, wo das wie so ausdrücken, das Lob, das wir Gott gegenüber haben. Etwa die Hälfte der Psalmen sind vom König David geschrieben worden. Der Rest stammt von anderen Personen wie dem Levit, Asaf, den Söhnen von Korach, die Tempelsänger waren, vom Salomo, das ist der Sohn von David, einer von Mose, wo da wiedergegeben wird, oder auch von anonymen Autoren, die nicht näher beschrieben sind. Und schon von Anfang an hat das Buch der Psalmen sehr eine tragende Rolle gehabt im Leben von gläubigen Menschen. Schon in der Zeit vor Jesus, aber dann auch bei Jesus. Gerade in der Zeit des Exils sind Psalmen so ein Ort gewesen, wo sich die Menschen anwenden können. Das Exil war die Zeit, wo die Juden vertrieben worden sind aus Jerusalem, wo der Tempel zerstört war. Der Tempel war ja der Ort, wo die Menschen Gott begegnen konnten. Und wenn wir lesen in den Mosebüchern, dann sehen wir, wie kunstvoll das gestaltet war, mit so viel Symbolik, um die Menschen an die Güte von Gott und an die Versprechen von Gott zu erinnern. Zum Menschen immer wieder auch einen Raum zu geben, wo sie Gott begegnen können. Und wo sie dann in der Fremde waren, sind Psalmen so Räume geworden. Nicht mehr physisch, aber durchs Singen, durchs Lesen, durchs Beten von diesen Psalmen sind die Menschen irgendwie eben doch auch in dieser Gegenwart von Gott drin gewesen. Die einen sagen sogar, dass Psalmen wie so ein literarischer Tempel sind für die Menschen. Letzte Woche haben wir gehört, dass auch in der Zeit von Jesus Psalmen allgegenwärtig sind. Wir gehen davon aus, dass Jesus Psalmen auswendig können. Und wir lesen an verschiedenen Orten, dass er sie zusammen mit seinen Jüngern gesungen oder gebetet hat. Auch später dann im Verlauf des Neuen Testaments sehen wir, dass auch die erste Kirche, zum Beispiel im Kolosserbrief oder im Epheserbrief, Psalmen gesungen hat im Gottesdienst. Und so durch die ganze Kirchengeschichte. Der Mönch und Abt Benedikt von Nursia hat angeordnet, dass alle 150 Psalmen wöchentlich gelesen werden in seinem Orden. Alle 150 Psalmen einmal in der Woche. Das ist schön aufteilt, immer am Sonntagabend hat es wieder neu angefangen.
Und auch später, während der Zeit der Reformation, sind Psalmen eine wichtige Quelle für die Menschen, um Gott zu begegnen. So lesen wir zum Beispiel vom Calvin, berühmter Reformator aus Genf, der beschrieben hat, wie Gott ihn durch Psalmen in die Selbstreflexion und in die Auseinandersetzung mit den Emotionen führt. Mit gutem Grund nenne ich gewöhnlich das Psalmbuch eine Aufgliederung aller Teile der Seele. Denn jede Regung, die jemand in sich empfindet, begegnet als Abbild in diesem Spiegel. Ja, hier hat uns der Heilige Geist alle Schmerzen, Traurigkeit, Befürchtungen, Zweifel, Hoffnungen, Sorgen, Ängste, Verwirrungen, kurzum alle Gefühle, durch die Menschen innerlich hin und her geworfen werden, lebensnah vergegenwärtigt. Die Psalmen sind also ein Gebetsbuch, das wir als Vorlage nehmen können. Und sie geben uns Wort, um unsere eigenen Emotionen in der ganzen Bandbreite vom Spektrum, von Dankbarkeit, über Frust und Ärger, über Scham, hin zu Freude und Lobpreis. Alle Emotionen finden sich da drin. Und wir können so mit ihrer Hilfe vor Gott kommen, die Sachen ausdrücken. Der Martin Luther weist auf einen anderen Aspekt hin und sagt, allein schon deshalb sollte uns der Psalter teuer und lieb sein, weil er Christi Sterben und Auferstehung so deutlich verheißt und sein Reich aus der ganzen Christenheit Stand und Wesen vorstellt. Darum könnte er mit Recht eine kleine Biblia heißen, in der alles, was in der ganzen Schrift steht, aufs Schönste und Kürzeste zusammengefasst ist. Eine Mini-Bibel, wo es die Botschaft über das Wesen und das Wirken von Gott zusammenfasst, auf kunstvolle Art und Weise. Und noch ein letztes Zitat, mit Gumpet ein bisschen der Geschichte, in Anfang vom letzten Jahrhundert zum Dietrich Bonhoeffer, Pastor, Pfarrer und Widerstandskämpfer zur Zeit vom Nationalsozialismus, der sagt, der Psalter ist die große Schule des Betens überhaupt. Wir lernen hier erstens, was beten heißt, aufgrund des Wort Gottes beten, aufgrund von Verheißungen beten. Zweitens, was wir beten sollen. Das ist auch spannend. So gewiss der Umfang des Psalmengebets weit über das Maß der Erfahrung des Einzelnen hinausgeht, so betet der Einzelne dieser doch im Glauben das ganze Christusgebet, das Gebet dessen, der wahrer Mensch war und allein das volle Maß der Erfahrungen dieser Gebote hat. Und drittens lehrt uns das Psalmengebet als Gemeinschaft zu beten. Die Zitate zeigen die Bedeutung, die Psalmen für gläubige Menschen in der Geschichte immer und immer wieder hatten. Und ich finde es schön, wie begeistert, dass die Männer sind von dem Buch, so tief bewegt und berührt, dass sie es immer und immer wieder vorgenommen haben. Es ist ein Buch, das die Menschen ganz persönlich ihre Emotionen abholt und trotzdem, wie der Bonhoeffer sagt, unser Maß um Weiten, um Längen übersteigt. Und schlussendlich auf Jesus hindeutet, wie der Martin Luther sagt. Auf Jesus, der die Fülle von der Last von der Schuld, die Fülle von der Gottverlassenheit, die Fülle aber auch Freude und von der Dankbarkeit in sich vereint. Sie sind ein Spiegel von der Seele, wo wir unsere Emotionen wahrnehmen können und uns mit uns beschäftigen. Und sie fassen die wichtigsten Themen der Bibel in kunstvoller und poetischer Sprache zusammen. Und so tun sie durchs Lesen und durchs Mitbeten unser Bild von Gott und unseren Glauben auch formen. Es prägt uns, wenn wir baden in diesen Texten drinnen, weil sie Gottes Wesen und Wirken beschreiben, weil sie auf Jesus hinweisen und weil sie uns mit einstimmen lassen in ein Lied, in das Psalmenlied, das die Menschen seit Jahrhunderten singen. In allen Sprachen dieser Welt, rund um den Globus herum, durch alle Zeitalter durch, beten Menschen die Psalmengebete. Und wenn wir mitbeten, dann beten wir auch mit all denen, die da mitbeten. Wir beten mit Jesus und allen mit. Heute tauchen wir im Psalm 25 und jetzt geht es wirklich von dieser Flughöhe ab. Ich sage euch, jetzt müsst ihr euch anschnallen, jetzt geht es richtig tief. Aber zuerst hören wir eine Übertragung vom Psalm 25. Von David.
Auf dich, Herr, richte ich mich aus, sehne mich nach dir. Bei dir, mein Gott, ist mein Vertrauen fest gegründet. Lass mich nicht in Schande enden, lass meine Feinde nicht triumphieren. Chancenlos ist keiner, der auf dich hofft. Beschämt dastehen werden nur die Treulosen. Deine Wege, Herr, lass mich erkennen, zeige mir deine Pfade. Erfülle mich mit deiner Wahrheit und lehre mich, denn bei dir finde ich Rettung. Fest hoffe ich auf dich jeden Tag. Gedenke deiner Barmherzigkeit und deiner Liebe, die du von Anfang an bewiesen hast. Halte mir deine Schuld nicht vor. Denk in deine Gnade an mich, du bist voller Güte. In deiner Güte und Gerechtigkeit zeigt der Herr den Schuldigen den richtigen Weg. Jene, die demütig sind, lehrt er, was gut und richtig ist und zeigt ihnen seinen Weg. Kein Weg des Herrn ist ohne Liebe und Treue für die, die seinen Bund halten. Lass um deines Namens willen meine Schuld vergeben sein, denn sie ist groß. Menschen, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, zeigt er den Weg, den sie wählen sollen. Nur Gutes erfahren sie ihr Leben lang. Ihre Nachkommen werden das Land erben. Offen redet der Herr mit ihnen, die ihn ehren, seinen Bund macht er ihnen bekannt. Pausenlos blicken meine Augen auf den Herrn. Er zieht meine Füße aus dem Netz. Quälend, einsam und elend bin ich. Wende dich mir zu und sei mir gnädig. Reiße die Fesseln auf, die die Angst um mein Herz gelegt hat. Sieh mein Elend und meine Mühe und vergib mir alle meine Sünden. Tief ist der Hass meiner Feinde. Sieh doch, wie viele es sind. Umgib mein Leben mit deinem Schutz und rette mich. Lass mich nicht in Schande geraten. Vollkommene Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn auf dich hoffe ich. O Gott, erlöse Israel aus aller Not. Während rund 1,5 Jahren haben wir als GVC-Staff-Team in unserem Teamgebet den Psalm immer und immer wieder gelesen und betet, miteinander darüber geredet. Und so ist er mir so richtig ans Herz gefasst. Es ist das Lied von David, das als persönliches Gebet verfasst worden ist. Und vielleicht die Aufmerksamen haben beim Lesen schon eine Besonderheit festgestellt. Es ist nämlich als Akrostikon verfasst. Das heisst, jeder Vers fängt mit dem nächsten Buchstaben vom Alphabet an. Habt ihr das gemerkt? A, B, C, D, E oder im Hebräischen eben von Aleph bis Tav. In unseren deutschen Übersetzungen geht das leider ein bisschen verloren, weil die meisten natürlich den Sinn wiedergeben. Darum habe ich jetzt da bewusst eine Übertragung gemacht, wo das ein bisschen erhalten geblieben ist. Es gibt in den Psalmen 9 solche Psalmen, die als Akrostikon verfasst sind, unter anderem der längste Psalm, der Psalm 119. Der nächste Teil dieser Predigt hat ein bisschen so einen Bible-Study-Charakter. Und die einen freut das jetzt und die anderen denken, ui nein, jetzt muss ich noch in die Schule am Sonntag. Warum mache ich das? Ich will euch ermutigen mit dem, dass man die Psalmen meditieren kann. Oder wie der Psalm 1 sagt, gehen, durchcatchen, sich immer wieder vorsagen und dass man sieht, was für ein Reichtum und was für ein Schatz das da drin verborgen ist. Und ich will dich motivieren, dir auch so einen Psalm vorzunehmen in deinem Leben und zu sagen, ich nehme den so mit. Vielleicht nicht gerade 1,5 Jahre, wie wir das gemacht haben, aber für ein Zeitchen mal. Und ich sitze damit und ich denke darüber nach und ich gehe da drin hinein. Ich habe noch eine Übersicht mitgebracht, keine Angst, ich weiss, man kann es nicht lesen.
Darum habe ich es extra grau hinterlegt. Aber es ist so ein Spannungsfeld. Einerseits den grossen Blick zu wahren, was es braucht, damit man eben sieht, wie der Psalm funktioniert. Und gleichzeitig kumpen wir dann immer wieder rein, wenn es wichtig ist, und sehen das. Da sehen wir jetzt einfach mal all die 22 Vers untereinander aufgereiht. Wie ich euch schon gesagt habe, ist das als Akrostichon verfasst. Das heißt, es fängt eigentlich da im Vers 1b mit A an und geht dann mit B weiter und würde dann da mit S im Hebräischen oder mit T, mit Taf aufhören. Was auffällt, ist, dass der erste Teil und der letzte Teil aus dem Raster rausgeht. Das sind also ziemlich sicher Ergänzungen, die nachträglich beigefügt worden sind. Einerseits im Vers 1, dass der David als Autor angegeben worden ist, und andererseits der Vers 22, wo irgendwie auch nicht ins Schema hineinpasst. Der Psalm ist ja in der Ich-Form verfasst, wo der David sehr persönlich wird, und am Schluss kommt einfach so: Erlöse Israel, Gott aus all seinen Nöten. Und es zeigt eben, dass die Psalmen von Anfang an eine vielfache Funktion hatten. Sie sind persönliche Gebete gewesen, sie sind aber im Gottesdienst auch gesungen und rezitiert worden. Und so steht der David irgendwie symbolisch auch für einzelne Menschen, wie dich und für mich, wo wir uns da in das Gebet hineinversetzen können. Aber auch für ganze Völker, wie jetzt das Volk Israel, oder für uns als Menschen, die Jesus nachfolgen, die Teil sind von dem Reich von Gott und von dieser Familie und von dem Volk von Gott. Und so hat der Psalm immer auch eine vielfache Wirkung, dass er uns eben auch ins Gesamte mit hineinnimmt, ins Grosse da drinnen. Biblische Poesie, biblische Literatur funktioniert ein bisschen anders, als wir uns das gewöhnt sind. Wir bei uns, wenn wir einen Text poetisch machen, kennen vor allem Reimform in unseren Liedern, oder? Dass man Endungen reimt und so Struktur reinbringt. Oder so das Vers und Refrain, wo man ja auch dann versucht, den Refrain immer wieder zu wiederholen. Und in der hebräischen Bibel, vor allem im Alten Testament, ist das ein bisschen anders. Sie machen mehr so Kreise, wo die Themen immer wieder wiederholt werden. Und darum lohnt es sich eigentlich, eben die Stilmarker, also die Eigenheiten von dieser hebräischen Poesie ein bisschen zu kennen, damit man dann eben merkt, wie die gestaltet sind. Da kommt nicht einfach ein Refrain, wie wir das uns gewöhnt wären, sondern da kommt eben dann eine andere Form. Und das Wichtigste, was man machen kann, ist, wiederholende Worte oder Themen zu suchen. Und das werden wir heute ganz oft machen. Wenn wir da drin hineingehen, dann sehen wir nämlich, wenn wir jetzt mal im Vers 1b anfangen, dass es Wörter gibt, die immer wieder vorkommen. Zum Beispiel da jetzt das Wort Seele, ich gehe schnell durch, beschämt werden, Feinde, harren. Und schon fällt ein bisschen etwas auf, wenn man das anschaut, dass die ersten 3 Verse und die letzten 3 Verse eine Dichte haben von diesen Begriffen, die sie oft wiederholt werden. Es ist also wie eine äußere Klammer, die der David macht, wo er sagt, um das alles herum, um mein Gedicht, das ich da tue, stelle ich wie thematische Klammern, die da drin ist. Wir lesen miteinander. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Eins von diesen Wörtern. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht beschämt werden. Lass meine Feinde nicht über mich jauchzen. Auch werden alle, die auf dich harren, es wird das Wort, wo wieder vorkommt, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Und nun kommen dann weitere Begriffe befinden, habe ich euch schon gesagt, oder beschämt werden, oder eben auch das Harren, wo dann nochmal da kommt, und die Seele, wo nochmal aufgenommen wird. Die äußere Klammer zeigt uns, dass der David in seinem Gebet sich ausrichtet auf Gott. Es ist ein Gebet, das geprägt ist vom Ausdruck, vom Vertrauen. Dass Gott wirkt, dass Gott real ist, gegenwärtig ist und dass ich mich einwenden kann mit meinem Gebet. Die äußere Klammer ist wie so die Ausrichtung nicht auf meinen Alltag, auf mein Leben, sondern auf Gott, der über und hinter allem steht. Und der David öffnet vor Gott, breitet er sein Leben aus und öffnet sein Herz und seine Seele. Das heisst, er hebt seine Seele auf zu Gott. Er streckt seine Seele Gott an, mit allen Emotionen. Da jetzt vor allem auch mit dieser Befürchtung, beschämt zu werden und im Angesicht von seinen Finden. Er erbittet von Gott alles, was er braucht. Für mich sticht auch das Wort Harren da so fest raus.
Das hebräische Wort Kavah, das dahinter steckt, ist ein aktives Warten, ein spannungsvolles Hoffen. Das ist nicht eine Passivität, die nichts tut und sagt, ja, es kommt halt, wie es soll, oder? Sondern wo der David da aktiv wartet und hofft, dass Gott sein Leben prägt und eingreift und verändert. Der Roman Gatz hat im November 24 eine Predigt über das gemacht, könnt ihr gerne nachschauen, über das Wort spannungsvolles Warten, wo ich finde, drückt so die Herzenshaltung vom David da drinnen aus. Er überlässt sein Leben nicht einfach dem Schicksal, sondern er erwartet spannungsvoll, aktiv, dass Gott etwas machen wird. Die meisten von uns werden keine Finden haben, die wie Soldaten uns gegenüberstehen, so wie der David. Aber wir alle leben mit der Realität von Herausforderungen, von Schwierigkeiten. Und das ist ein Gebet, das sich auf Gott ausrichtet, gerade auch in diesen Situationen, wo wir in unserem Leben in Gottes Wirken dringend brauchen. Gehen wir also wieder zurück zu der Übersicht. Wir haben oben die 3 Verse, unten die 3 Verse. Heisst, das sind wie die äußeren Klammern, die wir da eigentlich machen können. Und im Mittelblock machen wir uns wieder auf die Suche nach Wörtern, die auffallen. Ganz besonders ist das Wort Weg oder Pfad, wo insgesamt 6 Mal wiederholt wird. Also offensichtlich ein Fokus, wenn nicht der Fokus von dem Text. Es kommt immer und immer wieder, wie ihr da seht. Ergänzt werden dann die Wege mit so einer Wortgruppe von Verben, die Tätigkeiten beschreiben, wie «Tu mir kund», «Lehr mich», «Leit mich», «Unterweis mich». Das ist die Kombination, die da vorkommt. Zum Beispiel im Vers 4, was heißt «Deine Wege». Entschuldigung, das wollte ich nicht wollen. Einmal retour. «Deine Wege, Herr, tue mir kund, und deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag.» Der David macht sich Gedanken über die Wege des Herrn. Also in seinem spannungsvollen Aushalten, im Angesicht von diesen Herausforderungen sucht er, bittet er, ringt er um den Weg von Gott. Der Weg von Gott steht als Sinnbild für weise Entscheidungen. Weise Entscheidungen, die uns zum guten Leben führen sollen. Entscheidungen, die dazu führen sollen, dass wir aufblühen in unserem Leben. Dass wir ein erfülltes, ein sinnstiftendes, ein fruchtbares Leben haben dürfen, das uns gut tut und auch unserem Umfeld. Wege des Herrn. Warum denkt der David über das nach? Wir lesen im 5. Buch Mose, im Kapitel 30 Folgendes. Ich fordere euch dazu auf, den Herrn zu lieben und auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, Ordnungen und Rechtsbestimmungen zu befolgen, dann werdet ihr leben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr in Besitz nehmen werdet. Der Psalm 25 ist also selber eine Meditation, ein Haggae vom David über einen Text aus der Tora, aus diesen 5 Büchern Mose. Also der David kennt natürlich die Tora und die Schriften. Logischerweise hat sie studiert, er kennt sie. Er ist eben wie der Mensch im Psalm 1, wo Tag und Nacht nah sind über das Gebot von Gott. Und wir lesen im Psalm 25 eine Meditation, wie der David eben nah sind und nachdenkt und das für sich und für sein Leben verarbeitet, was es heisst, Gott zu lieben, auf seine Wege zu gehen. Und ihm zu vertrauen, dass er uns Leben und Segen schenken wird. Die beiden Sachen, die Texte sind also direkt miteinander verbunden. Und nochmal etwas, die Verbgruppe mit Leiten, Lehren und Unterweisen steht im direkten Zusammenhang mit dem Tora als Begriff. Das ist das Nomen Tora von Unterweisung und das Verb ist unterweisen. Es heisst also in dem Zusammenhang Ihnen auch da eine Verbindung. Das Meditieren von diesen Geboten, das Nachsinnen darüber, was Gott denkt und was er gut findet, hilft uns dabei, den Weg von Gott zu erkennen. Hilft uns dabei, den Weg zu finden, wo wir gehen sollen.
Ich wage zu behaupten, dass der David mit dem Gebet im Psalm 25, mit dieser Suche nach dem Weg uns allen aus dem Herz redet, oder nicht? Jedes von uns sucht doch das. Ein erfüllendes Leben. Ein Leben, das Frucht bringt. Ein Leben, das wir uns wünschen, ja vielleicht sogar noch mehr. Ein Leben, wo wir geschaffen worden sind dazu. Wenn ich nämlich das Gebet von David lese, dann klingt bei mir auch die Schöpfungsgeschichte an. Wo Adam und Eva ja von Gott aufgefordert werden, ihm zu vertrauen, zu unterscheiden, was gut und was schlecht ist. Das Gute vom Schlechten können zu unterscheiden, von Gott zu lernen, was es heisst, gute Entscheidungen zu treffen und ein Leben zu führen, das zum Blühen kommt. Also auch diese Texte sind eine Meditation voneinander, die gehören alle zusammen. Und die Bibel will, dass wir sie alle, wenn wir sie lesen und sie wieder lesen und sie wieder lesen, in unserem Inneren zusammenhalten, weil sie alle einander ergänzen und helfen. Der Psalm 25 lädt uns also dazu ein, Gott immer wieder um Weisheit zu bitten, um gute Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Und es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo ich das brauche. Wenn ich zum Beispiel an die Erziehung der Kinder denke, wo ist es jetzt dran, zum Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, nein, so geht es nicht? Und wo ist es dran, um dem Kind Freiraum zu geben und zu sagen, du musst deine eigenen Erfahrungen machen und du musst auch mal auf die Nase fallen. Und es ist halt nicht immer so, dass ich dir dann immer im Voraus alle Steine aus dem Weg räumen kann. Wann ist es richtig? Wann ist es falsch? Wann dient es zum Besten? Und wann führt es vor allem aber zu Schmerzen und zu Verletzungen? Ach, wie gut, wenn ich Gott darum bitten kann, mir zu helfen, weise zu entscheiden. Oder vielleicht, wenn es darum geht, unsere Ressourcen einzusetzen. Uns als Familie, als Ehepaar, ich als Person. Wo fließt meine Zeit an? Wo fließt meine Energie an? Wo fließt mein Geld an? Brauche ich Gottes Weisheit immer wieder? Vor ein paar Wochen ist es darum gegangen, ob wir unser 10-jähriges Auto noch mal reparieren, zum Leben wieder erwecken, für doch ein bisschen viel Geld. Oder ein neues kaufen. Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Gott fragt darum, hey, was ist ein guter, ein weiser Einsatz von diesen Möglichkeiten, die wir haben? Wo lohnt es sich? Und wo ist es vielleicht besser anders? Ein Beispiel, nicht ein weltbewegendes, aber doch eins, das uns bewegt hat. Vielleicht hast du andere in deinem Leben. Oder vielleicht auch da in meinem Job, in dieser Führungsverantwortung hinein, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, irgendwo an dieser Kille vorauszugehen, dann ist es so wichtig, Gott immer wieder um Weisheit und um Weisung zu fragen und zu sagen, Gott, das ist dein Plan. Und nicht immer ist das Offensichtlichste und das Naheliegendste das Richtigste. Manchmal gibt Gott uns auch Sinnblick über unserem Leben und über Situationen und gibt uns den Mut, Entscheidungen zu treffen, die zum Leben führen. Also das Suchen nach dem Weg von Gott, ist das Hauptthema von dem Vers. Zurück in der Übersicht sehen wir, dass es dann wie so 3 Unterteile gibt. Also wir haben da die äußere Klammer und dann da die 3 Teile mit dem Weg und jeweils ein Zusatz dazu. Und da begegnet uns jetzt das zweite Stilmittel. Das erste, was ich gesagt habe, ist wiederholende Worte, die uns helfen zu sehen, wo liegen Betonungen. Und das zweite ist, dass eben die biblischen Autoren oft nicht Logikketten machen wie die Griechen. Die kennen wir von den Philosophen. Also weil A ist B und darum folgt logischerweise C. Ist ja klar. Aber das hebräische Denken funktioniert anders. Es funktioniert mit Wiederholungen. Und wie ich euch vorher gesagt habe, ist die Idee, dass man diese Wiederholungen, gleiche Themen, gleiche Wörter, gleiche Gedanken nebeneinander hebt und sie miteinander vergleicht. Oder eben Vergleich und Gegensatz versucht herauszufinden. Es Vergleichen und Gegenüberstellen. Und was gleich ist, wenn es gleich funktioniert, das verstärkt ja die Betonung und sagt, hey, du bist auf dem richtigen Weg. Das, was du gedacht hast, was da die Bedeutung ist, das ist sie wirklich, weil es wird verstärkt. Das kommt zweifach oder dreifach. Manchmal gibt es aber auch überraschende Gegensätze, wo alles gleich aussieht, aber plötzlich ist es eben nicht der Älteste, sondern der Jüngste. Oder plötzlich ist es, wisst ihr, wie ich meine, nicht der Israelit, der jetzt da vorbildlich handelt, sondern der Fremde. Und es kehrt alles auf den Kopf und man merkt, es gibt auch Gegensätze, die uns zeigen, es wird eben auch eingegrenzt und es wird abgrenzt voneinander. Und meistens macht die Bibel das in einem sogenannten Chiasmus. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie einen Hamburger. Der Hamburger hat oben und unten
ein Brötchen, oder? Also 2 gleiche Sachen, oben und unten ein Brötchen. Dann die zweite Lage sind da meistens Gemüse und Soße, oder? Vielleicht hat es dann auch noch mal eine dritte Lage, das weiss man nicht so genau. Und in der Mitte innen ist, was ist in der Mitte? Das Fleisch. Die Essenz. Das darf jetzt Veggie oder Fleisch sein, je nachdem, was so lieber ist. Aber häufig ist in der Mitte innen das Zentralste, das Wichtigste, der Fokuspunkt oder der Wendepunkt. Und man hat dann eigentlich so eine Struktur, die normalerweise ist A, B, C, B, A. Also die äußeren, die zusammengehören, die mittleren, die zusammengehören und in der Mitte dann das Herzstück oder die Wendung. Jetzt in unserem Fall da ist es ein bisschen anders, aber gleich, aber doch ein bisschen anders. Es ist nämlich da nicht ein klassischer Chiasmus, sondern einer, der jetzt da einen Teil A hat, der außen ist. Und dann, wie wir gesehen haben, 3-mal ein Teil B, wo immer mit einem Teil C ergänzt wird. Und spannend ist, dass der Teil C zusammengehört und der Teil B zusammengehört und der Teil A zusammengehört. Das heisst folgendermaßen: Es gibt eigentlich immer in dieser Suche nach dem Weg eine Ergänzung, einen zweiten Teil. Und die Ergänzung passt auch wieder zusammen. Wir lesen da zum Beispiel im Vers 6: Denke an deine Erbarmungen, Herr, und an deine Gnaden erweise, denn sie sind von Ewigkeit her. Und dann heißt es: An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen denke nicht. Nach deiner Gnade denke du an mich und um deiner Güte willen, Herr. Das ist die Ergänzung zum ersten Wegteil, 4 und 5. Das 11, können wir sagen, das Fleisch, ist die Ergänzung zum zweiten Suche, zum Vers 10 oder da 8, 9, 10, wo es auch auf die Suche nach dem Weg geht. Das heisst: Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Und auch der dritte Teil endet mit einer Aufzählung von Sachen, die als Hindernis im Weg stehen können auf der Suche nach einem guten Leben. Beim Meditieren über die Suche nach einem richtigen Weg, ein Weg, der zum guten Leben führt, ein Weg, der zum erfüllten, sinnstiftenden, fruchtbaren Leben führt, ist der David sich selber bewusst worden, dass er immer wieder umkehrt. Und dass es eine Vielzahl an Hindernissen gibt. Zuallererst unsere eigene Unfähigkeit, unsere Fehlerhaftigkeit, unser Versagen. Und David war bewusst, die Suche nach einem guten Leben ist nicht ein Spaziergang. Ja, immer wieder stolpern wir. Und ich nehme mal an, du kennst es genauso wie der David, dass du merkst, das, was du willst, schaffst du leider nicht immer so umzusetzen, wie du es gerne hättest. Und immer wieder in unserem Leben brauchen wir das Gebet, das der David da betet. Vergib mir meine Schuld, weil sie ist gross. Schau mich nicht an mit diesen Augen, die eigentlich mich anschauen solltest. Als ein Mensch, der es nicht schafft, obwohl er es eigentlich will. Sich eben so nach dir auszurichten, dass ich nur weise Entscheidungen treffe. Es gibt Sachen, die meinen Blick ablenken. Meine Füße sprichwörtlich im Netz gefangen sind. Es gibt Momente, wo ich mich einsam und elend fühle oder wo mein Herz eng ist, wo wir als Hindernis zwischen mir und dem Weg stehen vom guten Leben. Bedrängnis, Elend, Mühsal und Sünde. Der David bringt die Sachen von Gott und der Psalm 25 ist eine Einladung an dich und an mich, wenn wir ihn mitbeten, mitlesen, mit dem David mitgehen, mit diesen Rhythmen, unseren Blick auf ihn auszurichten und sagen, ich will den Weg gehen, ich suche so ein Leben, ich harre, wie er sagt, spannungsvoll, aktiv warten und hoffen. Gott prägt mein Leben, bewegt mein Herz, verändere meine Seele. Und immer wieder neu die Hindernisse aus dem Weg rauszuräumen, die uns hindern daran. Und sagen, ja, wir stolpern, aber wir stehen wieder auf. Ja, unsere Füße sind vielleicht im Moment wie gefangen in so einem Netz, aber wir bitten Gott darum, dass er einen Weg schafft, daraus raus. Wir bitten Gott, dass er seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit unser Leben anschaut und uns eine neue Chance gibt.
Immer und immer wieder meditiert der David das. Der Psalm 25 ist unsere Vorlage zum Ehrlichwerden vor Gott. Unser Leben auszubreiten, unsere Seele Gott anzuheben und zu sagen, ich suche nach deinen Weisungen und nach deiner Weisheit, weil ich mir ein Leben wünsche, das erfüllt ist. Ein gutes Leben, ein sinnstiftendes Leben, das mir gut tut und meinem Umfeld. Und Herr, hilf mir dabei, immer wieder alles aus dem Weg zu räumen, was dem im Weg stehen könnte. Wo brauchst du heute Gottes Eingreifen, weil du das gute Leben ganz konkret suchst und brauchst? In welchen Lebensbereichen wünschst du dir Gottes Wirken? Wo stehst du in der Gefahr, die Hoffnung aufzugeben? Und der Psalm 25 wird dir zurufen, harre aus. Heb deine Seele immer wieder Gott an und bleib dran. Gib nicht auf, weil Gott ist treu und Gott ist gnädig. Er zeigt sich auf die eine oder auf die andere Art und Weise in deinem Leben. Du erlebst aber vielleicht auch aktuell das Geschenk vom Segen und vom Glück und von der Erfüllung von dem guten Leben. Der Psalm lädt dich ein, dankbar von Gott zu kommen, weil du weißt, es ist das Geschenk von ihm. Deine Wege sind es, deine Weisheit, dein Wirken in meinem Leben, deine Gnade, die mich nicht beurteilt nach meinen Leistungen, sondern nach deiner Barmherzigkeit. Der Psalm 25 wird dich einladen, ihn zu meditieren, wieder zu käuen, zu hagehen und nochmal zu hagehen und nochmal zu hagehen. Und das Bild von dem gnädigen Gott und die Suche von dem Leben und das Ausharren immer wieder neu zu zementieren, dass es dein Innere, deine Seele anfängt zu formen und dass es Spuren hinterlässt in deinem Umfeld. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für die Bibel. Ich liebe es. Es ist so reich. Es ist so tief. Es ist so ehrlich, ungeschönt, wie ein Spiegel und gleich so kraftvoll und mächtig in meinem Leben. Herr, ich danke dir für all die Menschen, die die Bibel schon lieb gewonnen haben in der Vergangenheit und die uns inspirieren, die mich inspirieren, dran zu bleiben, die Texte führen zu nehmen, auszuhalten, wenn man es mal nicht so verspät und die mitzunehmen und wieder zu käuen und wieder zu käuen und wieder zu käuen. Und ich danke dir für die Momente, wo der Schatz, der kostbare Schatz von dieser Weisheit plötzlich führen kommt und mein Leben anfängt zu prägen. Und dein Segen in mein Leben hineinfließt, mein Leben aufblüht. Herr, und ich wünsche mir das für jedes einzelne von uns, wo wir da hocken. Dass wir so Menschen sein können, Männer und Frauen, wie die Person aus dem Psalm 1, die Tag und Nacht nah sind über das, was du für unser Leben parat hast. Mit offenen Händen, mit offenen Augen und Ohren vom Herz dir zu begegnen. Und Herr, hilf uns, dort, was uns nicht gelingt, jeder von uns macht Fehler. Jeder von uns versündigt sich und fällt und braucht die Gnade, die ihn wieder aufrichtet. Keiner von uns kann mit seiner Leistung vor dir bestehen. Hilf uns, die Hindernisse immer wieder aus dem Weg zu räumen. Nicht loszulassen drinnen, wenn es nicht so aussieht, das kommt es gut, sondern auszuharren, dran zu bleiben, sich aktiv festzuklammern an dir und zu erleben, wie der David hat dürfen erleben, dass du ihn begleitest und nicht verlässt durch alle Höchst und Tiefs von seinem Leben durch. Amen. Amen. Danke, hast du reingeschaut in die Predigt und lass uns einen Kommentar, was dich begeistert hat oder was Fragen aufgerührt hat. Hey, wir bauen Kirchen und wir machen die Predigten, dass Menschenleben zum Blühen kommen und mit Gott connected werden. Und das hoffen wir, das ist passiert. Wenn du Fragen hast oder das Gebetsanliegen, dann kontaktiere doch uns. Wir lieben es, mit Menschen in Verbindung zu kommen und wir lieben es auch für Menschen zu beten. Wenn dir die Predigt gefallen hat, dann gib doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, dann verpasst du die nächste Predigt sicher nicht. Wenn du uns unterstützen willst und dir das gefallen hat, dann geh auf den Button, scan den QR-Code. Danke vielmals. Und sonst, hey cool, hast du reingeschaut und hoffentlich bis ein anderes Mal.